Da fällt ihm plötzlich etwas ein. Er dreht sich auf der Stelle um und rennt zurück ins Haus. Dort hört man ihn ein Zeitchen lang rumoren. Und dann kommt er wieder raus. Er trägt eine Flasche mit Beerenwein in der Hand. Er beschliesst sein Haus ab und schnell wie der Wind ist er fort. Was hat er echt vor? Im Zwergendorf schaut der eine oder der andere Zwerg zum Fenster raus und sie sagen: «Er ist schon komisch, der Jeremias Griesgram. Schaut mal, da läuft er davon.» Aber was sollen sich die anderen Gartenzwerge auch um den übellaunigen Gartenzwerg kümmern, gerade heute, wo doch Weihnachten ist? Alle Zwerge wollen doch an Weihnachten froh sein. Und froh sein, das will auch der Jeremias Griesgram. Darum rennt er nämlich durch den verschneiten Wald. Der Beerenwein wird hier dabei ganz fest durchgeschüttelt. Und weil er so pressant hatte, hat er sogar vergessen, eine Jacke anzulegen. Doch er hat warm vom Springen und von dem Gefühl ganz tief in ihm inne. Denn das Gefühl hat er schon seit langem nicht mehr gehabt. Die Tiere vom Wald schauen ihm erstaunt nach. Was will denn der Störenfried in ihrem friedlichen Wald? Durch die Bäume sieht man ein ganzes schwaches Licht. Denn auf das Licht läuft der Jeremias Griesgram zu. Das Licht kommt aus einem kleinen Haus. In dem kleinen Haus wohnt der Paul Steigbügel. Der Paul Steigbügel war einmal ein wichtiger Zwerg in seinem Land. Vor vielen Jahren hat er dort eine Zwergenpostkutsche gefahren. In seiner Kutsche hat er alle Zwerge quer durchs Land gefahren. Doch dann ist die Zwergeneisenbahn gebaut worden. Und plötzlich ist die Kutsche von Paul Steigbügel leer geblieben. Kein Zwerg wollte mehr mit der Postkutsche fahren. Alle wollten mit der Eisenbahn fahren. Der Paul Steigbügel hatte plötzlich das Gefühl, für nichts mehr gut zu sein. Und weil er nicht wollte, dass die anderen Zwerge merken, wie schlecht es ihm geht, hat er sich in den Wald zurückgezogen. Dort lebt er in einem kleinen Haus. Und bald haben alle anderen Zwerge vergessen, dass es ihn überhaupt noch gibt. Aber gerade heute hat sich der Jeremias Griesgram an ihn erinnert. Er wollte ihn fragen, ob er mit ihm echt Weihnachten feiern könnte. Der Paul Steigbügel weiss ja nicht, wie unfreundlich er zu den anderen Zwergen war. Und er hat auch noch nie die Wunderblumen vom Jeremias Griesgram gesehen. Er weiss ja schon lange nicht mehr, was so alles passiert ist im Zwergendorf. Und dann ist der Jeremias Griesgram endlich vor der Tür von Paul Steigbügel gestanden und hat an die Tür geklopft. Was wird echt der Paul sagen, wenn er den Jeremias das erste Mal sieht? Plötzlich kommen ihm Zweifel.